Mein Name ist Samir Mohamed Shadidi, wegen dem nenne ich mich auch SMD und ich mache seit 2018 Musik. Und seitdem bin ich an Musik machen und Songs schreiben und ja, alles, was sich so um die Musik dreht. Also mein Vater ist Marokkaner und meine Mama ist eigentlich aus der Schweiz mit französischen Wurzeln. Und ja, aufgewachsen bin ich in Bümplitz und noch nie weggegangen. Also in Bümplitz aufzuwachsen ist auf einer Seite auch ein bisschen anders als in anderen Orten in der Schweiz, nehme ich an, weil der Ausländeranteil nicht gerade gering ist, oder? Und ja, es hat auch die Blöcke, wo man wohnt und ein riesiges Schuttfeld. Und, ja, ich würde sagen, zum Beispiel in der Schweiz gibt es von mir aus gesehen, es gibt keine Ghettos, so, das muss man alles vergessen. So. Aber ich denke, so in der Schweiz gibt es vielleicht noch 2-3 Orte, vielleicht in Biel und in Zürich, wo so die Kriminalitätsrate ein bisschen höher ist und die Leute so ein bisschen anders drauf sind. Und das ist in Bümplitz so. Aber ich bin mega froh, bin ich da aufgewachsen. Bis ich 3 war, zwischen 2 und 3, bin ich mit meinem Vater und meiner Mutter aufgewachsen, dann hat sie sich getrennt. Und dann waren wir eine Zeit lang im Frauenhaus. Ich bin eher so europäisch aufgewachsen als arabisch. So. Aber hat das im Kern da der Araber so halt schon in dieser Situation immer so. Ne? Aber ich bin froh, es ist eine Mischung und ja, ich bin nicht ganz Marokkaner oder ganz Franzose oder Schweizer oder was. Meine Mama hat die Bedingung gestellt, dass ich meine Lehre machen muss und dann kann ich machen, was ich will. Und ich habe meine Lehre abgeschlossen als Koch und dann bin ich ein bisschen auf Marokko gegangen. Wo dort halt ein riesiger Familienanteil ist von mir. Also mein Vater hat 13 Geschwister noch und ich habe hunderte Cousins. So. Also wenn wir in der Schweiz wären, wären wir die Grossfamilie, die es in Deutschland gibt, mit der Mafia. Leider haben es nicht alle über einen Teich geschafft. Aber natürlich, ja, wenn du so 6 Monate dort bist und ja, es ist schon ein Kulturschock. Ja. Es fängt schon an bei kleinen Sachen, weißt, der Zug kommt nicht, der Bus kommt nicht. Das sind die Sachen, wo ich mega europäisch erzogen wurde, so, wo ich mir mega gewöhnt bin. Ich bin auch mega pünktlich, so, wie du gesehen hast. Und das sind halt die Sachen, die er dort, und das musst du akzeptieren. So. Aber ich würde jetzt lügen, also ich könnte jetzt nicht dort leben. Ich bin kein stolzer Marokkaner, ich wäre auch kein stolzer Schweizer. So, wo ich finde, okay, ein bisschen Stolz haben ist okay, so, aber du hast ja nichts geleistet für das. Also, deine Mom hat mit deinem Vater geschlafen und du bist auf die Welt gekommen. So. Und wenn du jetzt irgendwie Türk bist oder Albaner oder Marokkaner oder Schweizer, du hast ja nichts geleistet für das, aus meiner Sicht. So. Das ist echt so gekommen. So. Und wegen dem das Patriotenzeug und ich bin das, also, das juckt mich gar nicht. Nein, das ist nicht mein Fall. Meine europäischen Eigenschaften sind auf jeden Fall Pünktlichkeit und dass ich so rede, wie ich reden kann. Dank meiner Mom, wie sie mir erzogen hat, kann ich heutzutage wirklich mit jeder Partei, also jetzt nicht Politik, das juckt mich nicht, aber du kannst mir jeden Menschen bringen und ich kann mit dem diskutieren. So. Und er wird nicht denken, obwohl ich Chabu gegen Kinder habe und eine Goldkette trage, so, ja, das ist irgendwie so eine Asi oder der kann sich artikulieren und so Sachen. Und von dem her, ja, das ist so meine beste Eigenschaft, glaube ich. Also meine Kindheit in Bümplitz und vor allem was die Schulzeit anbelangt, also für mich war wirklich ein Lehrer noch eine Autoritätsperson. Also wenn ich um 7:30 einhalte, hatte ich Angst vor dem Lehrer. Und was in anderen Schulhäusern, die sich mit dem Fernsehen, also einer von meinen Kollegen hat echt den Fernseher genommen und ist echt rausgelaufen und der Lehrer, nein, das darfst du nicht. Ich sage jetzt den Namen nicht. Und er hat gesagt, ja, ist mir scheißegal. So, ne? Und der ist echt heimgelaufen und das kannst du nicht bändigen. Ich habe meine Cousins mal gefragt, wie läuft das genau, wenn ihr in der Schule seid. Und dort bekommst du einfach so, ne? Und dort wird niemand frech. Dort gehen alle in die Schule, dort sind auch alle ruhig während dem Unterricht. So. Aber hier in der Schweiz natürlich nicht. Da kann der Seppli oder der Tobias aufstehen und irgendwie etwas rumschießen und dann sagen sie, hör mal auf und so. Ne? Aber in Marokko bekommst du einen Schlüssel von den Ringen. So. Und wegen dem ist halt dort Autoritätsperson übergreifend. Und hier respektieren sie noch den Vater oder den Onkel, der irgendwie im Knast war und das cool finden. So, ne? Ich sehe es bei meinen Neffen. So. Ich sage immer, es liegt alles an den Eltern. Wenn dir deine Eltern von Kindern sagen, zum Beispiel jetzt auf das Thema Rassismus, der Malik, der schwarz ist, der ist genau gleich wie mir, was ja logisch ist, so, dann ist es klar für das Kind. So, ne? Aber wenn du daheim Eltern hast, die unter anderem vielleicht dir beim Schulischen nicht so helfen können oder nicht so eine Bildung haben und nicht so ein Allgemeinwissen oder selber ein bisschen beschränkt sind in ihrem Denken, so, ne? Wenn sie dir das mitgeben, du wirst es so, wie deine Eltern dir wollen. Dass ich nicht akzeptiert werde in der Schweiz, wäre ich gelogen, wenn ich ja sage. Ich finde auch in letzter Zeit seit dem Black Lives Matter, das ist eigentlich ein Aufspringen, auf einen Wellen reiten und auf einen Zug. So, ne? Natürlich gibt es Leute, die anschauen, halt, wenn ich irgendwie arabische Sachen am Telefon gesagt habe, wo gerade eine prekäre Zeit war mit diesen IS-Dings, ich nehme das nicht ernst. So, ne? Und eben, jetzt gibt es viel, wo wir im Rap sind, das wollte ich unbedingt sagen, gibt es ja viele Leute, die jetzt einen Song rausbringen, der sich um Rassismus dreht. Das ist für mich so cringe. Ne? Und vor 6 Jahren bist du mal irgendwie als Piep beflucht worden und so. Hättest vor 6 Jahren den Song gemacht. Ne? Aber jetzt, gerade im Moment, wo sich die ganze Welt, das sind nur so Clickbaits. Ne? Und die schwarzen Bilder genau gleich. So, ne? Das ist für mich nur Clickbait. Ich muss nicht ein schwarzes Bild posten, dass ich kein Rassist bin. Ich habe einen schwarzen Vater, plus minus. Ne? Mein Pferd ist mega dunkel. So.
für mich ja, egal. Und dann posten Leute, die irgendwie gegen Jugos fluchen, posten gleich das schwarze Bild. Das ist das Heuchlerischste, was es gibt. Auch ihr seid Rassisten. Auch ihr sagt, nein, ich will keine Albaner daheim haben, ich will das nicht, ich will das nicht. Und wegen dem nehmen wir das alles nicht ernst, weil ich nehme das Thema niemals auf. Außer hier heute. Also Musik für mich hat eine riesige Bedeutung. Es geht jetzt gar nicht um Rap und so, sondern dass ich mit 6, 7 Jahren Klavier spiele. Weil meine Mama hat schon Klavier gespielt, meine Großmutter auch. Und ich hatte eine klassische Klavierausbildung. Und das war für mich eigentlich Musik. Und dann bin ich eher so auf dem Soul und Gospel habe ich gerne gelassen, obwohl es ja nicht unsere... Also es ist ja Kirche gemacht, aber das ist ja für mich egal, so, ich schaue nicht auf das. Und bin eigentlich mega Deutschrap-Fanatiker. Ne? Also ich bin ein riesiger Groupie seit 2001. Auch jedes Bushido-Album gekauft, bis heute noch. Und Deutschrap ist halt so meins. Ne? Ich höre nicht Ami-Rap und so. Ich finde, wenn ich es nicht verstehe, zu 100%, dann kann ich da nicht viel anfangen. So bin ich nachher zum Rap gekommen, erst 2018. Und bin auf London gegangen, das aufnehmen. Und das wollte ich für mich machen. So. Ich habe gewusst, dass wenn ich mal so 6 Songs mache, dass ich safe besser bin als 80%. So. Ne? Und das ist jetzt nicht arrogant gemeint, also das ist echt ehrlich so. Ne? Und dann bin ich auf London gegangen und habe dann etwas rausgebracht, also ein Album so. Und habe 3 Monate später den grössten Nachwuchspreis gewonnen, mit 50'000 Franken dotiert. Und dann habe ich gewusst, ja, Geld ist sicher noch. In 10 Jahren, ich werde jetzt 30, 40, ja, safe Kind, Frau und der Rest ist alles nicht wichtig für mich. So. Also, sei es jetzt Musik oder so. Ich bin auch ein Mensch, der so, wenn es vorbei ist, ist es für mich vorbei. So. Ich habe nur profitiert bis jetzt. So. Und wenn es in 10 Jahren nicht mehr ist, dann ist es nicht mehr so. Ne? Musik ist ja nicht so, ich mache nicht Musik, dass ich mir irgendwie Sachen kaufen kann oder so. Ich mache Musik, wo ich das gut kann und das meine Leidenschaft ist. So. Und der Rest ist zweitrangig. Aber Frau und Kind wäre schon nachher, ja. Sagt auch Papa.